Nachdem ich Ihre Aufmerksamkeit inzwischen auch gewinnen konnte, zuallererst die Ehrengäste unseres heutigen Richtfestes hier beim Kommunalen Hilfeleistungszentrum willkommen zu heißen, bevor ich im Anschluss daran dann auch zugleich zu meinem eigentlichen Fußwort kommen darf. An vorderster Front möchte ich zunächst unseren Ehrenbürger und auch den langjährigen Gemeinderat unserer Gemeinde, der Gemeinde Hirschberg, Herrn Alfons Holzmann, samt seiner Frau begrüßen. Er hat sich zumindest angekündigt am heutigen Mittag. Ich habe ihn noch nicht erspäht, vielleicht kommt er in wenigen Minuten noch hinzu. Ebenfalls herzlich willkommen ist uns unser Ehrengemeinderat Martin Heinrich Bitzel. Den habe ich hingegen schon erspäht und ich weiß, lieber Martin Heinrich, dass dir gerade die Feuerwehr hier in Hirschberg immer besonders am Herzen lag und insoweit freue ich mich, dass du am heutigen Nachmittag den Weg zu uns ins neue kommunale Hilfeleistungszentrum gefunden hast. Entschuldigt haben sich für den heutigen Nachmittag unser Ehrenbürgermeister Werner Mühldorf und auch der zweite Ehrengemeinderat der Gemeinde Hirschberg, Herr Martin Störer. Begrüßen darf ich hingegen wiederum diejenigen, die verantwortlich dafür sind, dass wir uns zu diesem Richtfest überhaupt hier treffen können. Nämlich alle Vertreter und Vertreterinnen aller Planungs- und aller Baufirmen, die am heutigen Mittag hier zu uns nach Hirschberg an die Schöne Bergstraße den Weg gefunden haben. Und ich darf vielleicht stellvertretend für alle Herrn Eberle und Frau Breititsch nennen, für das Planungsbüro Dasch von Schollei. Begrüßen darf ich darüber hinaus alle anwesenden Gemeinderätinnen und alle anwesenden Gemeinderäte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Gemeindeverwaltung, unseres Bauhofs, sowie alle Kameradinnen und Kameraden unserer Bären und unseres Deutschen Roten Kreuzes. Und davon habe ich einige erspäht und allen voran möchte ich natürlich auch die beiden Kommandanten, Herrn Heiner Meyer und auch Herrn Tobias Rell sowie Herrn Michael Frank, hier stellvertretend für diese Kameradinnen und Kameraden auf das Herzlichste begrüßen. Ich denke, das ist auch wirklich ein Applaus wert. Ja, wie Sie sicherlich festgestellt haben, haben wir uns im Übrigen am heutigen Nachmittag dazu entschieden, eine, nennen wir es einmal weitestgehend interne Veranstaltung aus dem Richtfest zu machen, was bedeutet, dass wir ganz bewusst auch darauf verzichtet haben, die Abgeordneten des Deutschen Bundestags und des Baden-Württembergischen Landtags zu dieser Veranstaltung einzuladen, genauso wie die ehemaligen Grundstückseigentümer dieses Areals werden diese Personen selbstverständlich dann wieder zur offiziellen Einweihungsfeier im Herbst des kommenden Jahres einladen. Aber heute wollen wir eher den internen Charakter dieser Veranstaltung zum Ausdruck bringen. Ja, liebe Gäste, wenn man berücksichtigt, dass das gegenwärtig zeitgleich entstehende Seniorenzentrum in Großsachsen primär unter der Führung eines privaten Investors entsteht und die Gemeinde Hirschberg hierfür lediglich den politischen wie auch den städtebaulichen Rahmen gesetzt hat, handelt es sich beim kommunalen Hilfeleistungszentrum sicherlich um das signifikanteste und zweifelsohne auch das teuerste eigene Bauprojekt der Gemeinde. Und meine Damen und Herren, wie Sie sich spätestens am heutigen Tag alle eigens vergewissern können, können wir auch mit Fug und Recht festhalten, dass dieses mit wahrlich großen Schritten seiner Fertigstellung entgegenschreitet. Zwar bin ich mir durchaus darüber im Klaren, dass im nunmehr kommenden Dreivierteljahr noch zahlreiche Arbeiten zu erledigen sind, doch haben wir mit, wenn wir es dem heutigen Planungsstand tatsächlich einen Verfahrensstand erreicht, der uns allen auch durchaus eindrucksvoll vermittelt, wie sich das Gebäude hier künftig in
unserer Ebene in Hirschberg im Bereich unseres Sportzentrums städtebaulich einfügen, und ich will sagen, wie sich dieses Gebäude dann auch in den nächsten Jahren hier wahrlich präsentieren wird. Und was wir ebenfalls festhalten dürfen, und ich denke, das wird gerade für die Beteiligten nicht ganz unentscheidend sein, ich glaube, wir haben den längsten Teil der Wegstrecke zwischenzeitlich beschritten. In den vergangenen rund 6 Monaten seit der Grundsteinlegung am 15. April diesen Jahres konnten alle prägnanten Gebäudekörper fertiggestellt und wie Sie sich auch hierüber vergewissern dürfen, auch teilweise sogar geschlossen werden. Und meine Damen und Herren, wie bei jedem Bauvorhaben zeigt es sich auch bei diesem Projekt, dass eine Umsetzung gänzlich ohne Probleme nicht und ergreifend unmöglich ist. Und meine Damen und Herren, ich fühle mich auch bei dieser Auswahl unserer Partner, mir ging es ähnlich beim Seniorenzentrum so, aber ich fühle mich auch bei dieser Auswahl unserer Partner mehr als bestätigt, denn gemeinsam konnten alle auftretenden Probleme schnell, unbürokratisch und vor allem flexibel im Sinne des gemeinsamen Ziels wahrlich beiseite geschafft werden. Mehr noch konnte sich gerade der zuständige baubegleitende Ausschuss in 2 Ortsbegehungen bereits davon überzeugen, wie sauber und strukturiert bzw. wie organisiert auf der Baustelle gearbeitet wird. Mit Verlaub, ich sage es mal ganz platt, ich habe selten eine solch geschleckte Baustelle gesehen wie diese. Ja. Insofern darf am heutigen Tag nicht unausgesprochen bleiben, dass die Gemeinde Hirschberg bei der Auswahl der Firmen und Planer wohl ganz offensichtlich die richtigen Entscheidungen getroffen hat, auch wenn wir es insbesondere unseren Planern an der einen oder anderen Stelle nicht ganz einfach gemacht haben. Meine Damen und Herren, bei einem solchen Anlass komme ich als Bürgermeister selbstverständlich nicht gänzlich umhin, neben dem Baufortschritt auch nochmals auf die Gesamtheit des Projektes in der wohlgemerkt gebotenen Kürze einzugehen. Da ich auf die wesentlichen Rahmendaten bereits im Zuge des Spatenstichs im April eingegangen bin, möchte ich mich jedoch heute auf die Kernfrage des Warums fokussieren. Immer wieder wurde ich in den vergangenen Wochen auf die beiden entstandenen Gebäudekörper und die damit verbundene Frage einer Notwendigkeit in der Gemeinde angesprochen. Erlauben Sie mir daher nochmals für die herausragenden Gründe für den Bau eines Hilfeleistungszentrums an dieser Stelle zu werben, um so den Menschen, um so unseren Bürgerinnen und Bürgern nochmals kurz und verständlich zu belegen, dass dieses Gebäude wohl zweifelsohne nicht notwendig im Sinne einer Not war, jedoch auch alternativlos war, wenn es darum geht, unsere Gemeinde und unsere Wehre weiterzuentwickeln. Was auf den Tag genau vor 6 Jahren war es so, dass die Wehr am 1. Oktober 2005 unseren Gemeinderat darüber informierte, dass sie in der Zusammenführung der beiden Wehren langfristig die Freisetzung weiterer wirtschaftlicher Potenziale sieht. Neben diesem ersten Grund der Steigerung der Wirtschaftlichkeit, die beispielsweise durch ein gemeinsames Feuerwehrkonzept erreicht werden soll, stand vom ersten Tag der Überlegungen als zweites Motiv die Sicherstellung der Einsatzfähigkeit in den ganz zentralen Überlegungen unserer Wehr. Doch die mehr und mehr ausgeprägte Pendlerstruktur in unseren Ortsteilen stehen der Wehr unter der Woche in der Zeit von morgens um 7 bis abends um 18 Uhr immer weniger Einsatzkräfte zur Verfügung, die die Schlagfähigkeit unserer Feuerwehr auch tatsächlich vor Ort gewährleisten. Und dieser
veränderten Entwicklung Rechnung zu tragen, macht es schon allein aus einsatztechnischen Gründen Sinn, in einer Gemeinde mit rund 9.500 Einwohnern einen Standort zu haben, von welchem die Einsatzkräfte dann auch breit besetzt in den Fahrzeugen in den Ort ausrücken können. So, meine Damen und Herren, wenn Sie glauben, es wären einzig feuerwehrtechnische Belange gewesen, die den Gemeinderat zum Bau dieses Gebäudes bewogen haben, muss ich Sie in Anführungszeichen enttäuschen. Es gibt durchaus weitere Gründe, die den Einsatz von insgesamt 7,7 Millionen Euro zur Errichtung dieses Gebäudes rechtfertigen. Beide Bauhofstandorte sind in den Ortsteilen nicht nur unglücklich in Wohngebieten gelegen und wirken somit nicht nur für die Nachbarschaft in den Morgen- und Abendstunden beziehungsweise beim Winterdienst störend. Nein, sie sind darüber hinaus in keinster Weise den modernen Arbeitsbedingungen unserer Zeit angepasst. Den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses somit mit einem neuen Bauhof zu verbinden und in diesem Gebäude durch auch den Einsatzkräften des Deutschen Roten Kreuzes im wahrsten Sinne des Wortes Raum zu geben, ist für mich die richtige Entscheidung gewesen. Vordergründig gibt es einen weiteren und zunächst letzten Grund, der gerne vergessen wird oder, meine Damen und Herren, vielleicht sogar dem einen oder anderen von uns so gar nicht geläufig ist. Ohne dieses Schlüsselprojekt wären unsere Möglichkeiten zur Weiterentwicklung unseres Ortes ungleich kleiner. Denn nur dank der Umsiedelung der in Anführungszeichen störenden Wehr aus Großsachsen ist es uns gelungen, gegenüber ein Seniorenzentrum errichten zu lassen. Der eine oder andere mag sich jetzt vielleicht über diese Aussage wundern, aber ich sage Ihnen, keiner der Investoren, mit denen die Gemeinde Hirschberg verhandelt hat, war bereit, gegenüber eines bestehenden und dort verbleibenden Feuerwehrhauses in Großsachsen ein Seniorenzentrum zu errichten. Nur aufgrund der Tatsache, dass die Wehr sozusagen als in Anführungszeichen störender Faktor dort weicht, war es uns möglich, dort ein Seniorenzentrum mit betreutem Wohnen, mit Pflegeheim, mit einer Kleinkindkrippe zu platzieren. Und auch dank des Beiwerdens des Gebäudes in Leutershausen können wir tatsächlich über die Neugestaltung einer neuen Ortsmitte bei uns in Leutershausen diskutieren. Und auch dank der Umsiedelung des Bauhofs besteht in Leutershausen tatsächlich die berechtigte Hoffnung auf die Errichtung auch eines betreuten Wohnens im Bereich der Fensterstraße. Meine Damen und Herren, nur das Verlangen, nur die tatsächliche Umsetzung, nur das tatsächliche Verlagern unserer Bauhöfe und unserer Wehren ermöglicht uns über all dies, was ich eben schemenhaft skizziert habe und dargestellt habe, tatsächlich nachzudenken. Insofern bin ich mir sicher, dass trotz des immens hohen Investitionsaufwandes der Gemeinderat vor einigen Monaten tatsächlich die richtige Entscheidung getroffen hat, als er gesagt hat, jawohl, wir bauen dieses dieses Hilfeleistungszentrum, um unseren Wehren und unserem Bauhof und auch unserem Deutschen Roten Kreuz eine neue Herberge bieten zu können. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, auch wenn wir am heutigen Tag wahrlich noch viel Arbeit vor uns haben, möchte ich mir dennoch erlauben, allen bisherigen Wegbegleitern herzlich zu danken. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei meinem Team, unserem Bauhof, unseren Wehren, dem Deutschen Roten Kreuz und all denjenigen, die am Gelingen dieses Projektes konstruktiv mitgearbeitet haben, um so auch tatsächlich zu einem Gelingen für das markanteste Bauprojekt unserer Gemeinde beizutragen. Wir haben gemeinsam
ein Raumkonzept erarbeitet und einen Architektenwettbewerb durchgeführt. Wir haben einen Verbauungsplan erarbeitet und uns zwischenzeitlich insgesamt 10 Sitzungen des baubegleitenden Ausschusses über Rohbaugewerke, Elektroinstallationen, Heizung, Lüftung und Sanitär und vieles mehr unterhalten, beraten und mit Verlaub, wir haben uns manchmal auch gestritten. Aber wir haben in der Sache, und das ist das Wichtige, immer das gemeinsame Ziel verfolgt. Dafür danke ich allen Beteiligten, auch im Namen unseres Gemeinderats, auch im Namen unserer Gemeindeverwaltung und wünsche mir für unsere nähere Zukunft, dass wir weiterhin mit einem möglichst reibungslosen Bauablauf voranschreiten. Ich darf nunmehr Herrn Börsig, seines Zeichens Bauleiter der Firma Volt, um seinen Richtspruch bitten, bevor wir dann, und auch das ist in der Gemeinde Kirchberg bereits guter Brauch, gemeinsam, großer Gott, wir loben dich singen. Dazu haben alle, so hoffe ich doch von Ihnen, oder zumindest jeder Zweite, bereits ein Liedblatt bekommen. Und im Anschluss daran darf ich Sie dann wiederum alle in unser Schützenhaus zu einem kleinen Umtrunk einladen. Bis hierher zunächst mal vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.